Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einem neuen Himmelwärts-Online-Video. Als allererstes schauen wir doch gerade mal, wie es am Fritzli so geht. Oh, jetzt ein gutes Morgen, gell? Was haben wir eigentlich? Feine Blöckchen und Milch. Ich habe, glaube ich, Hunger. Oh, Zintinos. Mit Schlangen. Oh, Schlangen und ein Dschungelabenteuer. Wow, krasser Dschungel, hey. Aber was muss ich jetzt da machen in dem Dschungel? Wie es am Fritzli genau geht und was er alles erlebt in dieser Fantasiewelt, sehen wir wie immer nach dem Input. Und jetzt starten wir gerade mit Worship. Steht doch auf, dass wir zusammen Gott anbeten können. Satans Feste stürzen nie, oh nie, oh nie, oh nie. Wir werden es überall sehen, das Banner steht in unserem Land. Das alle Rennen und verstehen, ist der Weg zum Himmel. Wir werden es überall sehen, das Banner steht in unserem Land. Das alle Rennen und verstehen. Wenig sehen, wie Jesus überall sehen. Wenig sehen, wie Jesus überall sehen. Schritt für Schritt gehen wir vorwärts in mehr Land. Nehmen wir die, jedes Gewalt, mächtige Waffen, Satans Feste stürzen nie, oh nie, oh nie, und Schritt für Schritt gehen wir vorwärts in mehr Land. Nehmen wir nie, jedes Gewalt, mächtige Waffen, Satans Feste stürzen nie, oh nie, oh nie, oh nie. So, Kinder, jetzt können wir alle Party machen! Jesus hat gewonnen! Wuhu! So gut! Wenig sehen, wie Jesus überall sehen. 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 Ja, wir wollen dich sehen, Jesus. Über allem wollen wir dich sehen. So gut, dass du gewonnen hast, Jesus. Satans Festungen sind eingestürzt. Merci vielmals für das, Jesus. Hey, lasst uns doch gerade zusammen noch beten und Gott einfach noch mal Danke sagen. Ja, himmlischer Vater, danke so vielmals, dürfen wir dich anbeten. Danke, dürfen wir dich kennen. Danke, bist du unser Gott und danke hast du gewonnen. Wir wollen dich anbeten, Herr. Dir gehört alle Ehre. Ja, Jesus. Amen. Tönt doch bei dem nächsten Lied so laut wie ihr könnt
und so gut wie ihr noch mitmachen könnt, um Gott alle Ehre zu geben. Yes, das machen wir. Meine Schuld und weigere Glo. Verlass mich ganz auf deine grosse Gnade. Schau weg von mir und hin zu dir. Mein Blick ruht auf dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Und zieh mich her, näher zu dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Und zieh mich her, näher zu dir. Während wir noch gerade rumkumpeln, uns mal ausschütteln. Das rechte Bein und das linke Bein. Der rechte Arm, der linke Arm. Oh, so. Sind wir ready? Es geht gerade Noch ein Schattenboxen. Zeig du mir, was wichtig ist. Lass mich erkennen, wie du wirklich bist. Ich streck mich aus nach deiner Hand, ich höre nur dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Zieh mich her, näher zu dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Zieh mich her, näher zu dir. Kreiskumpen. Oh, und die andere Seite, da soll es nicht trümmelig werden. Ist es, dass Jesus uns alles gibt und alles ist, was wir wirklich brauchen. Ich bin so froh, dass wir Jesus in unserem Leben haben. Hey Kinder, ihr dürft jetzt schon mal hersitzen. Ihr könnt es euch bequem machen und euch einkuscheln, weil jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Jetzt kommen wir nämlich zur Geschichtli-Zeit mit dem Erklärbär, der Selin. Auch heute habe ich für euch wieder ein Rätsel parat.
Für das könnt ihr einfach über den Link auf kreuz.homepage dort das Rätsel herunterladen und ausfüllen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr das Rätsel einscannen und mir schicken oder ein Foto davon mir schicken. Wie immer, wer es als erstes ausgefüllt und mir geschickt hat, bekommt etwas Kleines über. Das Rätsel passt auch das mal zu der Geschichte, darum hört gut zuhören. Der Fritzli hat etwas erlebt und wir wollen doch gerade mal schauen, was er dort erlebt hat, weil es ist nämlich noch recht etwas Spannendes. Hä, was ist, Mami? Hast du nicht noch etwas vergessen? Was meinst Ja, es ist doch kalt draussen, du brauchst doch neue Jacke. du? Das ist für Weicheier, das kommt schon Du gut. musst dir nicht denken, wenn es so kalt ist, Ah, hey, hör auf, das ist nicht lustig, es ist so kalt. Wow, hätte ich besser aufs Mami gelassen. Vorher gerade haben wir den Fritzli gesehen und habt ihr gesehen, was er gemacht hat? Er hat einfach nicht auf seine Mami gehört. Seine Mami hat ihm gesagt, was er machen soll und er hat einfach nicht auf sie gehört. Er war ihr nicht gehorsam. Er hat sie nicht geachtet, sondern hat gemacht, was er wollte. Es ist mega wichtig, dass wir auf unsere Eltern hören. Weil sie haben uns ja so fest gern und sie meinen es ja eigentlich immer mega gut mit uns. Und sie wissen so oft viel besser wie wir, was am besten ist für uns. Und mit Gott ist es noch so viel mehr so. Gott ist viel, viel grösser wie wir und auch viel grösser wie unsere Eltern. Er liebt uns so viel mehr, wie unsere Eltern uns lieben und darum meint er es auch noch so viel besser mit uns. Darum ist es auch bei Gott so wichtig, dass wir auf ihn hören. Momentan haben wir ja gerade die Serie von den Sprüchen von Salomo und es geht eben um seine Sprüche und um Weisheit. Und ich möchte euch heute gerade noch mal einen Spruch vorlesen, wo wir lernen können, wie wir ein Leben leben, das Gott gefällt und wo wir gute Entscheidungen treffen können. Und zwar steht der Spruch in Sprüch 1, Vers 7. Und ich lese ihn euch doch gerade mal vor. Da steht nämlich: Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Da steht, wir sollen Ehrfurcht vor Gott haben. Oder manchmal steht auch, wir sollen Gott fürchten. Das ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Ich will euch das gerade mal erklären. Stell dir vor, du bist im Zoo und bist vor einem Leuengehege. Und der Leu tut genau in deine Richtung brüllen. Klar, es hat das Gitter dazwischen, aber ich hätte, gleich mega fest Angst bekommen. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht hättest du auch mega Angst bekommen und hättest sogar fast an Zittern vor Angst. Das ist so. Wir haben manchmal Angst vor Leuten oder vor Tieren, die grösser sind wie wir und die uns etwas Böses antun können. Aber Ehrfurcht vor Gott zu haben, bedeutet nicht, dass wir Angst haben und zittern wie vor so einem Leu, der brüllt. Weil ich habe ja gesagt, wir haben Angst vor anderen, die grösser und stärker sind wie wir, die uns etwas Böses antun wollen. Aber wie ich euch ja gesagt habe, Gott liebt uns so, so fest und Gott meint so gut mit uns. Du bist Gott so wichtig und er interessiert sich für dich. Du musst also keine Angst vor Gott haben, weil Gott möchte dir nichts Böses, sondern er möchte das Beste für dich. Darum, Ehrfurcht vor Gott zu haben, bedeutet nicht, dass du mega fest Angst haben und vor Angst fast zittern. Ehrfurcht vor Gott zu haben, bedeutet etwas anderes. Und zwar bedeutet das, dass wir Gott respektieren. Es bedeutet, dass wir anerkennen, wie gross Gott ist, wie herrlich und wie heilig er ist. Es bedeutet, dass wir seinen Willen tun. Weil Gott ist so mega gross und Ehrfurcht vor ihm haben, bedeutet, dass wir ihn respektieren tun. Ich möchte euch gerade noch mal einen zweiten Vers vorlesen. Und zwar steht der Vers in Prediger 12, Vers 13. Dort steht: Lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Da steht nochmal, wir sollen Gott fürchten und das gilt für alle Menschen.
Es ist also etwas mega Wichtiges, dass wir Gott fürchten. Es ist nicht nur so etwas, was in der Bibel steht, was nicht so wichtig ist, sondern Ehrfurcht vor Gott zu haben, ist also mega wichtig. Ehrfurcht vor Gott zu haben, bedeutet, dass wir Gott gehorsam sind. In der Bibel sehen wir ganz viele Geschichten, wo Gott Menschen sagt, was sie machen sollen. Und manchmal, wenn wir das so lesen, verstehen wir vielleicht nicht so ganz, wieso Gott ihnen das gesagt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Menschen gerade im Moment selber nicht verstanden haben, wieso sie das machen sollen. Da hat zum Beispiel Gott Abraham gesagt, er soll sein Land und seine Heimat verlassen und einfach in ein anderes Land gehen. Er hat keine Ahnung, wohin. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht nicht so ganz verstanden hat, wieso er das jetzt machen soll. Genauso wie beim Fritzli. Die Mami von Fritzli hat ihm gesagt, was er machen soll. Und er hat nicht so wirklich verstanden, wieso das wichtig ist, um sich warm anzulegen. Und er war ihr ungehorsam, weil er die Regeln nicht verstanden hat. Und er hat gefunden, er weiss es besser und macht es nicht. In der Bibel sehen wir aber, zum Beispiel gerade beim Abraham oder bei anderen Menschen, sie haben vielleicht nicht ganz verstanden, was Gott ihnen gesagt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass sie nicht ganz verstanden haben, wieso sie das jetzt genau machen sollen. Aber sie sind Gott gehorsam gewesen. Sie haben Ehrfurcht vor Gott gehabt und sie haben gemacht, was er von ihnen wollte. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so aussieht, dass man nicht so ganz versteht, wieso man das machen soll. Ehrfurcht vor Gott zu haben, bedeutet also, dass wir Gott gehorsam sind. Weil, wie ich schon gesagt habe, Gott liebt uns so mega fest. Und darum können wir Gott gehorsam sein. Darum können wir ihn fürchten und voller Vertrauen machen, was er von uns will. Weil wir dürfen wissen, Gott meint es mega gut mit uns. Er liebt uns und darum können wir auch seine Gebote halten, weil wir wissen, es dient uns am besten und Gott hat mega Freude. Weil es steht in der Bibel, Gott hat Freude an denen, die ihn fürchten. Hey, und überleg dir mal, Gott ist ja der Schöpfer der ganzen Welt. Er hat alles geschaffen. Er ist so groß und so mächtig wie niemand anderer. Und ich persönlich finde, wenn ich mir überlegen tue, wie groß Gott ist, wie mächtig er ist, dann fällt es mir gar nicht so schwer, Ehrfurcht vor ihm zu haben. Dann fällt es mir gar nicht so schwer, ihn zu respektieren. Weil ich weiss, ich bin nur ein Mensch, aber Gott ist Gott. Hey, und darum probier doch einmal auch daran zu denken, wenn es dir schwierig fällt, Ehrfurcht vor Gott zu haben, dass Gott Gott ist, dass er so viel grösser und besser ist und vergiss nie, er liebt dich ganz fest und er meint es mega gut mit dir. Und darum kannst du Gott gehorsam sein, weil du darfst wissen und darauf vertrauen, dass er es gut meint mit dir. Und jetzt wollen wir gerade mal zum Fritzli schauen, wie er dann könnte reagieren, wenn er seine Mami gehorsam ist. Fritzli! Hast du nicht noch etwas vergessen? Was ist denn, Mama? Was meinst du? Ja, es ist kalt draussen, du brauchst doch noch eine Jacke. Hast ja recht, Mama, klar. Ja, das hätte ich ja kalt, gell? Ja, und dann verkältest du dich sonst noch und so, weisst du, oder? Ja, einiges mehr hast du wieder mal recht, liebe Mama. Natürlich lege ich mich an, wenn du das sagst, gell? So. Meinst du, den Schal brauche ich auch? Ja, das ist doch nicht so schlecht, Super, und Händchen? Ja, Händchen eigentlich auch, oder? Ja, das ist super. Dann kannst du im Schnee raus spielen, da Schneeballschlacht machen. Genau, und meine Kappe leg ich in dem Fall auch gerade an, hä? Also, ciao, ciao, liebe Mama. Ciao, Fritzli, viel Spaß. Danke. Hey! Hey! Hey, jetzt haben wir gesehen, wie der Fritzli reagiert hat, wo er seine Mami gehorsam war, auch wenn er es vielleicht nicht so gesehen hat wie sie. Auch wenn er vielleicht lieber im Tisch in die Schule wäre, aber er war seine Mami gehorsam. Er hat sie geachtet. Und genau so sollen wir es mit Gott machen. Wir sollen Ehrfurcht vor ihm haben. Und wenn wir das haben, wenn wir Gott fürchten, wenn wir ihn respektieren und seinen Willen tun,
dann können wir ein Leben leben, das mega gut ist, wo Gott Ehre tut, wo er Freude daran hat und wo wir lernen können, gute Entscheidungen zu treffen. Am Anfang haben wir ja kurz reingeschaut, wie es am Fritzli so geht. Und ich bin schon mega gespannt, um herauszufinden, was er alles erlebt in dieser Fantasiewelt. Du auch? Hey, dann bleib jetzt gut dran, pass gut auf, weil jetzt schauen wir in die Fantasiewelt rein, was der Fritzli heute so Cooles erlebt. Viel Spass dabei. Wow, krasser Dschungel, hey. Aber was muss ich jetzt da machen in dem Dschungel? Fritzli, ich habe eine Mission für dich. Und zwar musst du für mich die Früchteschale ans andere Ende vom Dschungel bringen. Okay. Das ist jetzt ein bisschen komisch, aber ja, also, so schwierig kann das ja wohl nicht sein, oder? Na gut, also, dann probieren wir mal die Früchteschale am anderen Ende vom Dschungel zu bringen. Wow! Hey! Was bist denn du? Hoi! Was? Ein Elefant? Ja, sicher! Ja gut, ja, macht ja noch Sinn im Dschungel, gell? Meine Fantasie macht Sinn. Ja, ich mal Hunger! Du hast ja eine feine Früchteschale! Ja, aber halt jetzt. Ich habe einen Auftrag. Ich muss die Früchteschale am anderen Ende vom Dschungel bringen. Ja, aber dann kann ich sicher da merkt man doch nicht, ob da ein Äpfel weniger ist oder nicht. Sollst du einfach da etwas aus meiner Früchteschale raus? Hey, Rüssel weg! Rüssel, aber hey! Ja, also gut, dann halt. Ja. So, also. Brauchst du noch mehr? Danke vielmals! Nein, das ist gut! Ja, du musst dann aufpassen, es hat da Leute. Leute? Okay. Ja, aber ich gehe jetzt weiter. Das ist in die Richtung. Also, ciao, Elefant, ciao. Wow, Früchte! Ich habe so Hunger! Oh nein, der Loi! Der Elefant hat ja noch gesagt, vom Loi muss ich aufpassen. Hey Loi, ich will dir gar nichts machen. Ich habe nichts Böses vor mit dir. Ich möchte einfach durch. Also, dann stell die Früchte am Boden. Ich habe so Hunger. Und du hast Früchte. Ich will die Früchte. Wenn du weiter willst durch den Dschungel, musst du es am Boden stellen. Stell es am Boden. Wow! Nein, also... Nein, So aber nicht feine, gute Früchte. Wow! Aber Loi, komm jetzt! Wow, Also, ich bin richtig so ein jetzt. Nein, das Böser. kannst du nicht machen! Das kannst du nicht machen! Wow, schau mal, die Früchte. Wow! Nein, komm jetzt, aber lass mir wenigstens noch einen Äpfel. Komm, das kannst du jetzt nicht bringen. Wow, haha, danke, Mandarine danke. auch noch! Nein! Wow, und die Kiwi. Wow, schau mal, die... Und die also Bananen. Banane. Wow! Hier lass. Sagt mein Freund der Affe, weisst du, ich freue wenn ich ihn dir aber was bringe. mache ich dann, wenn der Affe dann noch vorbeikommt? Ich will, so ist gut. Komm, Leute, jetzt ist fertig. Jetzt gehst du wieder zurück. Also... Das kannst du ja nicht machen, hey, aber... Oh, es wird immer weniger, du. Schmecke ich Banane? Bist du... Hey, tu sie. Du hast Banane? Ich habe Banane. Oh, bist du ein Herziger. Ja, bist du Darf ich ein Bananchen? Du Also, lieber Mensch, ich habe so Hunger. also dir gebe ich ein Banane. Du das darfst ist es haben. lieb. Bedien dich. Ja. Oh, danke. Ja, Da hast du dir einen Freund Ja, gemacht. ciao, gell? Ja. Ciao. Schnuddlige. Alles gut. Ein Pingu! Oh, hallo? Was machst denn du da im Dschungel? Es ist so heiß. Ja, du ich arme Kai. schwitze. Nein, also das kann... Fritzli... So heiß. Kannst du mir helfen? Ja, ich kann dir helfen. Das ist ja meine Fantasie. Weißt du was, Fritz? Ja. Weißt du was, Fritzli? Du armer Pingu. Ja. Ich tue dich wieder Wieso zurück in die arm? Antarktis. Komm, schau, du kannst wieder in die Antarktis. Oh, danke. Du Bitte, bist so lieb. ist so besser? Ja. Super, Ja, also. viel Ciao, besser. Ciao. Meh. Ein Schäfchen? Oh, bist du ein Schnussliges, du. Duzi. Und du hast Essen. Ich habe Essen. Weißt du, es hat da nie zu feines Nicht Essen. du auch noch, nicht du auch noch. Schäfchen, schau mal, was mit meiner Früchteschale passiert ist. Ja, Siehst du es? aber bitte, meh. Bitte. Aber schau, ich habe nur noch 2 Sachen. Also, Ich will nur etwas. Nur die Birne. Also Ja, gut, dann bitte. nimm sie halt. Oh, danke. Oh, wie mache
mache ich das jetzt? Du? Oh. Ciao, Jamel! Ja, ciao, ciao. Jetzt habe ich noch einen einzigen Apfel. Wie soll ich meinen Auftrag je erfüllen so? Hoi Fritzli! Hoi Schlange. Was machst denn du da? Oh, der Äpfel! Oh! Ja, halt. Also, ich kann dir jetzt nicht auch noch eine Frucht geben. Weißt du, es hat geheißen, mein Auftrag war, ich muss ans andere Ende des Dschungels mit dem Früchtekorb. Und alle Tiere haben mir einfach alles weggemacht. Und jetzt willst du auch noch einen Apfel? Aber hat es wirklich geheißen, du darfst nicht von dieser Frucht essen? Schau mal, wie saftig, schau mal, wie rot der Äpfel aussieht. Du musst Hunger haben nach dieser langen Wanderung durch den Dschungel. Also, ich habe Hunger, das ist schon so, aber... Das hat doch nicht geheißen, du darfst nicht essen. Also... Nein, das hat es nicht geheißen. Das hat es wirklich nicht geheißen. Es hat geheißen, ich muss nur die Früchteschale ans andere Ende bringen. Und die Schale habe ich ja noch. Eben, Fritzli, schau mal die feine Frucht. Meinst du, ist es wirklich okay, wenn ich die jetzt einfach esse? Ich habe eigentlich schon Hunger, weißt du? Es ist ja nicht verboten. Ich glaube, es ist wirklich nicht verboten. Weißt du was, Schlange? Ich glaube, du hast recht. Ich gönne mir jetzt doch den Äpfel. Tja, ich glaube, das ist etwas Ende vom Dschungel. Auftrag erfüllt. Wir haben doch aber gesagt, der ganze Früchtekorb. Ich habe dir doch ganz viele Früchte gegeben. Ja, aber der Auftrag war klar. Früchteschale, Ende vom Dschungel. Ich würde sagen, Auftrag erfüllt. Ich kann jetzt wieder zurück in meine normale Welt. Heute zeige ich euch eine weitere Bastelidee. Und zwar machen wir so ein kleines Segelschiffchen. Für das braucht ihr 3 Korken. Ihr könnt aber auch mit 2 probieren oder 4 oder noch mehr. Wir machen es jetzt einfach mal mit 3 und ihr könnt dann selber noch ausprobieren, ob es echt mit mehreren auch funktioniert. Also, ihr braucht 3 Korken, dann 2 Gümmeli, eher ein bisschen enge, dass es dann auch gut heben tut. Dann braucht ihr einen Zahnstocher und aus farbigem Papier habe ich noch ein Dreieck ausgeschnitten. Und dann zeige ich euch gerade mal, wie das geht. Und zwar, am besten ist es, wenn die Korken etwa gleich gross sind, aber wenn nicht, dann funktioniert es auch. Das ist nicht so mega wichtig. Dann könnt ihr mit dem Gümmeli die Korken zusammen machen. Und zwar könnt ihr ein Gümmeli so auf der einen Seite rundherum und das zweite Gümmeli genau gleich auf der anderen Seite. So. Und jetzt heben die Korken nämlich schon schön zusammen. Da ist wirklich wichtig, dass das Gümmeli genug eng ist, damit die Korken auch schön zusammenheben und nicht wieder rausfallen. Dann könnt ihr mit dem Zahnstocher durchs Papier stechen. Ich habe jetzt hier schon mal 2 Löcher gemacht, so ist es ein bisschen einfacher. Und dann könnt ihr nämlich einfach beim einen Löchchen rein und beim anderen raus. So, und jetzt habt ihr schon das Segel fertig. Und weil der Zahnstocher spitz ist, könnt ihr jetzt das Segel ganz einfach da. Ich würde jetzt in den mittleren Zahnstocher reinstecken, so. Das ist jetzt gerade ein bisschen fester. So, in den mittleren Kork reinstecken. Ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr es wollt, da beim Äußeren reinstecken, bei welchem dass ihr es lieber wollt, tun. Und jetzt ist das Segelboot schon fertig. Wie gesagt, ihr könnt natürlich variieren in der Grösse oder auch in der Farbe des Segels. Und jetzt zeige ich euch gerade, was wir mit dem Segelboot Cooles machen können. Jetzt habe ich euch ja gezeigt, wie man die Segelschiffchen aus Korken bauen kann. Und das Coole ist, weil sie eben aus Korken sind, schwimmen sie. Ich habe hier in einen Suppenteller mal Wasser da, um euch zu zeigen, wie sie schwimmen können. Das Coole ist natürlich, wenn ihr es dann in der Badwanne ausprobieren könnt, wo es viel Platz hat. Oder wenn ihr einen kleinen Bach in der Nähe habt, könnt ihr sogar zum Bach gehen. Und zwar könnt ihr einfach ein bisschen Wasser reinfüllen. Genug, also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich genug, dass sie schwimmen. Und dann schwimmen die Segelbootchen nämlich mega cool auf dem Wasser. Und jetzt, da ist es ein bisschen schwierig zu zeigen, aber ihr könnt, vielleicht habt ihr auch irgendeine grosse Kiste oder ein grosses Tupperware, wo ihr es machen könnt. Oder eben in der Badwanne. Oder vielleicht habt ihr auch ein grosses Lavabo. Und dann könnt ihr nämlich probieren, mit Blasen, dass sich die Segelbootchen voranbewegen. Ich probiere es gerade mal.
Habt ihr gesehen? Es bewegt sich mega schnell voran. Ich mache es gerade nochmal, wenn das da hinten ist. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel verschiedenfarbige Segel machen und dann könnt ihr beim gleichen Punkt starten und die probieren vorblasen und schauen, welches Segelboot am schnellsten ist. Oder wenn ihr eben zum Bach geht, dann bewegen sie sich wahrscheinlich vom Wind und ein von der Bewegung vom Wasser selber vorwärts. Und so könnt ihr mit diesen Segelbootchen aufs Wasser gehen. Und ich wünsche euch mega viel Spass beim Basteln und beim Spielen mit diesen Schiffen. Heute haben wir ja ganz eine coole Fantasiewelt vom Fritzli gesehen. Und wie ich euch schon gesagt habe, der Fritzli ist so ein verträumter Mensch. Es passiert so schnell, dass er wieder in einer Fantasiewelt ist. Darum schauen wir doch jetzt ganz kurz rein. Ihr bekommt jetzt einen kleinen Einblick, was der Fritzli echt nächste Woche so könnte erleben. Tada, tada, ich bin der Pirat Zottelbart. So, jetzt steige ich da mal ins Bötli. Hey, das wär's ja mal, du. Ein Abenteuer, ein richtiges Abenteuer mit einem Pirat erleben. Oh, das wär mal noch etwas, du. Jetzt haben wir ganz kurz gesehen, was der Fritzli nächste Woche vielleicht erlebt. Ich bin jetzt schon mega gespannt. Du auch? Hey, dann musst du unbedingt wieder einschalten in einer Woche. Jetzt ist es für euch, liebe Kinder, fertig mit dem Video. Ihr könnt jetzt das Rätsel machen, basteln, Spiele spielen und für euch Eltern gibt es jetzt von Micha noch ein paar Tipps und Tricks. Hey, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich freue mich, euch bald wieder zu sehen. Macht's gut! Liebe Eltern, ich habe euch wieder einen Elterntipp vorbereitet und möchte euch zuerst einen Bibelvers dazu vorlesen, und zwar aus dem Prediger 4, Vers 12. Dort steht: Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus 3 Schnüren reißt nicht so schnell. Und was die Bibel da sagt, ist, wenn man dort, wo zusammengearbeitet wird, hebt es grundsätzlich besser. Und mein Elterntipp heute geht um das Thema, nämlich etwas, was ich euch mega fest möchte ans Herz legen oder anraten zu machen, ist, dort, wo es immer geht, arbeitet zusammen mit den Lehrpersonen von euren Kindern. Ich merke, dass es viele Eltern gibt, die immer wieder über Lehrpersonen klagen und die ich soll sagen, eine grundsätzliche negative Haltung von Schüler-Lehrpersonen gegenüber unterstützen und zum Teil auch Lehrpersonen angreifen oder öffentlich kritisieren von ihren Kindern. Und mein Tipp heute wäre, das einfach nicht zu machen. Weil es ist so viel besser, wenn ihr für euch ein Kind, so viel besser, wenn ihr mit Lehrpersonen zusammenarbeitet. Das bedeutet konkret, Lehrpersonen nie schlecht machen vor euren Kindern. Also wenn es Sachen gibt, wo ihr nicht einverstanden seid mit Lehrern, und ich sage, das gibt es, das darf man ja auch sein, aber tönt nicht motzen vor euren Kindern über die Lehrer von euren Kindern. Weil die am meisten darunter leiden, sind eure Kinder. Also das ist mein Elterntipp, wo ich euch ganz fest ans Herz möchte legen, wenn es immer geht, sind für die Lehrpersonen. Redet positiv über Lehrpersonen und denkt daran, dass auch wenn euch Kinder Geschichten erzählen aus der Schule, es gibt immer 2 Perspektiven, es gibt immer 2 Situationen und ihr habt soeben die eine Perspektive von euren Kindern gehört. Und es ist manchmal gut, das auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen und nochmal nachfragen. Und wenn es irgendwie geht, hebt doch den Rücken frei von den Lehrpersonen für eure Kinder. Weil das ist das Beste für eure Kinder. Das ist mein Elterntipp für heute.